Auf welchem Trip ist der eigentlich gerade? Das habe ich gesehen, das habe ich gesehen. Nach welchem Satz hattet ihr euren ersten Kuss? Hallo. Bro, das bestätigt nochmal meine Vermutung, dass wichtiger Todes horny ist und unbedingt will. Weil er hat das für den Joke gemacht, klar, aber er hat das unterbewusst gemacht, damit wieder so Girls kommen und sagen, oh, bitte küss mich, oh, du kannst mit mir meinen ersten Kuss haben, bitte. Bruder, ich weiß, was er macht. Auch wenn er sagt, nein, es ist so. Caption, ich werde 20 dieses Jahr und hatte noch nicht meinen ersten Kuss. Ja, Digga, guck! Ey, Leute, ich bin 20 Jahre alt und hab meinen ersten Kuss noch nicht gehabt. Oh, bitte schreibt mir privat, Leute! Ist das geil. Stell dir vor, du gehst da als Vater hin. Digga, ich hab mitbekommen, dass das ist, Alter, Bro. Ich hab ein Burger-Pommes-Konzert. Digga. Was hat er gesagt? Leute, wann, Bro, es wäre so krass. Real Talk, hätte ich gewusst, dass das ist, ich wäre da hingegangen. Bro, das wäre so tough, wenn ich da hingehen würde. Dann mache ich da so IRL-Stream. Ich mache IRL-Stream aus der Crowd. Bei den ganzen 10-Jährigen. W, wie läuft mit deinem Auto? Ja, lass es auf den AliExpress-Auto? Haben die Autos? AliExpress. 91 € kostet das. Schnapper. Brennt einfach eine Wohnung. Schwiegervater sagt zu mir, kümmere dich um die Würstchen. Ich schwör, das platzt da alles. Kütt. Der sagt, geh zu den Würstchen. Bro, aber was hat er für einen Garten, Digga? Brennt einfach eine Wohnung. Schwiegervater sagt zu mir, kümmere dich um die Würstchen. Ich schwör, das... Bruder, was ist das für ein tougher Garten, Digga? What the fuck, Bro? Normaler Garten? Digga, der ist fett wie Scheiße. Und er hat einen Pool noch da. Das platzt da alles. Kütt. Der sagt, geh zu den Würstchen. Junge, tough, Real Talk. Bro, ich würde auch so gerne jetzt rausgehen gerade, ne? Und irgendwie in den Pool reinspringen. Aber ich sitze jetzt hier. Ich sitze hier bei euch. Reason droppt Amars Bombe fast und versucht es runterzuspielen. Oh ja, jetzt werde ich hier drin verbraten, oder was, Digga? Ach du... Digga, ist nicht sogar irgendein deutscher Fortnite-Streamer, YouTuber nicht genauso gestorben und hat dann wirklich die Ember gedroppt? Das erinnert mich richtig an diesen einen Clip gerade. Oh ja, jetzt werde ich hier drin Das sieht fast gleich aus. verbraten, oder was, Digga? Ach du... Oder warum sagen alle Fortnite-Streamer die Ember, aber... Bro, ich hab noch nie in meinem Stream, by the way, warum sagst du, das erinnert mich an mich? Ich hab noch nie in meinem Stream irgendwie, ach du... Digga, ich hab gar kein Verlangen, das zu sagen. Bist immer kurz davor? Was? Nein! Welcome to Brixton, I'm in the party. Oh, was haben da Aldi? Ja, die 2 Brüder sind tot, aber der Laden läuft noch. Das ist ja prima, da gibt es viele günstige Sachen. Manchmal irgendwas von Prüll, aber muss man ja nicht kaufen. Real, ja. Real gibt's nicht mehr, ne? Real existiert ja nicht mehr. Real ist jetzt Globus. Irgendwie sind die ja nicht Reales Globus? Was? Nein. Das macht keinen Sinn. auf dem neuesten Stand. Was ist das für ein Nudel? Mixmarkt, das sind Russen. Oder was ist Mixmarkt? Noch nie gesehen. Die kenne ich auch. Die haben ganz What the gute fuck? Sagen, aber manches auch zu teuer. Kaufland. Ja. Hier bin ich richtig. Der Laden ist ganz gut. War früher Realladen. Naja, kann man schon reinmarschieren. Auf den hier macht Park, das ist auch manchmal Trödelmärkte. Norma, ja, Norma ist gut, hat Ich gute war noch nie in der Norma. Preise. Da kann man schon reingehen. Ja, hier ist in Krefeld ein ganz großer Laden davon. Ja, ist schon in Ordnung. Edeka, ja. Ende der Karriere. Naja, gut, da kann man auch so einiges kaufen. Manche Sachen auch zu teuer, aber das ist schon so ein Spezialistenladen. Gut, Edeka gehört ja schließlich 60% des Lebensmittelmarktes. Ey, warum weiß er das alles, Digga? Hä? Lidl, ja, das ist Boah, Lidl muss ich auch sagen, Goat da war. ein Laden, ist ja eine Stiftung. Naja, immerhin hat ein kleines Sortiment gegenüber den anderen, aber gute Preise. Digga, 9? Netto, ja, netto. Größte Scheiße, Bruder. Ich war noch nie in meinem Scheißleben in einem Netto, wo es nicht nach
so Scheiße gerochen hat, Digga. Jeden Netto, wo ich reingehe, ist riecht nach Scheiße. Er hat viel gute Preise, günstige Sachen. Auch das Sortiment ist sehr gering, aber da kann man mit klarkommen. Rewe absolut, überwiegend zu teuer. Kannst du in der Ecke stellen. Ne, den Kram, den die haben, überwiegend zu teuer. Penny, ja, das geht, da kann man schon reingehen. Boah, Penny, oh, warte. Wait, no, oh mein Gott. Ich muss den Hate gegen Netto zurücknehmen. Ich meinte gar nicht Netto, ich meinte Penny. Digga, sorry an Netto. Bro, das war gar nicht für Netto gemeint. Netto habe ich keine Ahnung. Penny ist die größte Scheiße. Das meinte ich. Digga, ich nehm's zurück. Penny so, Digga, in jedem Penny, wo ich war, hat's nach Scheiße gerochen. Wirklich. Ich weiß nicht, ob das hier so Dinge sind in Luxemburg, aber Netto dasselbe. Na gut. Ja, das war jetzt aber nicht so ein krasses Ranking. Was ist das? Na jetzt. Was ist das denn hier? Was ist das für eine Scheiße? Wasserhahn und eine Klamotte versaut, so ein Blödsinn. Was ist das denn hier? Schnürsenkel offen. Ja, so eine Scheiße ziehe ich erst gar nicht an. Was ist das denn? Hat er sich die Birne hier gestoßen? War ein Tölpel. Digga, Teufel ist auch ein krasses Wort. Was ist das denn hier? Telefon unbekannt, verpasster Anruf. Ja, scheißegal. Das hat ihn verpasst. Anrufliste. Mama, 17 Mal privat. Ja, Mama, 17 Jahre alt. Hätte bei mir aus der Gruft angerufen. Dann Quatsch. Ein klingelnder Wecker. Ja, an die Wand schmeißen. Hört ja auf zu klingeln. Tastatur versauen mit Brühe. Man tut ja auch nichts trinken an der Tastatur. So ein Blödsinn. Wie bescheuert sind die? 1%. Ja, ist doch was. Digga, wie er versucht, das runterzuspielen. Hat man nicht gehört, Leute. Ja, ich glaub, den juckt das gar nicht. Digga. Ja, auch nichts trinken an der Tastatur. Der war sachlich, Digga. Wie bescheuert sind die? 1%, ja, ist doch was. Das war ein Stuhl, das war kein Stuhl, Bro. Das war kein Stuhl. Digga, nie im Leben war das ein Stuhl. 1%, ja, ist doch was. Ja, das ist die Batterie leer, da muss man mal wieder aufladen. Bescheuert muss man sein. Was ist denn? Ja, Stau, ja, das ist immer scheiße. Da kriegt man schon das Kotzen. Ja, und Rolle leer. Ja, man hat ja auch welche als Reserve daneben liegen oder stehen. Wie bescheuert sind die Leute? Digga, wir alle mal fertig machen. Und dieser Furz haben im gleichen Moment gefurzt wie er. Es war der Stuhl. Kurzer, intensiver Klang. War nur der Stuhl. Aber wir haben sie. Ich hoffe, das hat man nicht gehört, aber vermutlich hat man es gehört. Ich sag jetzt einfach mal, es war der Stuhl. Bro, das klingt so fake, dass da irgend so ein fetter Furzer reingeballert wurde. Bro, Digga, er hat seine ganzen Organe rausgefurzt da. Hast du das schon gesehen? Wie wenn ein Hugo-Fan endlich sagt, dass Papa Platte besser ist. Gar keinen Sinn. Dafür Edit, aber es macht überhaupt keinen Sinn eigentlich. Wir haben ihn so verfangen. Der kommt auch immer noch im Flug. Bitte fett auf die Fresse. Der guckt. Digga, minus ein Kind. Bro, what the f... Da reingerannt? Oh ne, der Fahrer hat gut reagiert, Digga. Der ist nach rechts gegangen. Ich glaub, da ist nichts passiert. Was ist jetzt mit ihm? Er ist weggeflogen. Bein und Arm gebrochen und hat jetzt eine Platte. Digga, niemals nur Bein und Arm gebrochen. Das wurde gestern hochgeladen. Digga, geht's dem gut? Kannst du Vollversion posten? Werde dann gesperrt? Was? Was? Der ist ins Auto reingefahren. Der Arme. Ganzes Video hab abgebrochen. Na, ich glaube, da wird rumgepfuscht, sage ich. Da wird rumgepfuscht. Der ist nicht reingerannt. 100% nicht. Nein, nicht schon wieder er, Bruder. Nicht schon wieder er. Ja, da kommt jetzt gleich noch einer. Ja, können wir für eine Runde fahren? Ja, gleich. Ja, schaut euch kurz das an. Ich will kurz mein Essen holen. Dann kommt da einer. Mit mir habt ihr nicht gerechnet. Ach, Digga, die scheiß Cam. Ach, Mann, wie peinlich. Hä? Jasmal Guje Jagzer Niboya? Hä? Ich schmecke nach Marmeladenbrot. Nein, ich. Okay, ich check. Mein Vater war pennen, jetzt nicht mehr. Ach, krass. I've been dreaming for this moment for so long.
Classic. Oh, meu amor, você fez tudo no seu coração, mas Digga. Wichtiger. Boah, ich hab so Bock auf Strand, Digga. Ich hab dieses Jahr wird mein IRL-Jahr. Ich scheiß auf Stream, Digga. Real Talk. Deswegen hatte ich ja gar keinen Bock auf Verletzungen, weil ich so in meinen Augen schon gesehen habe, oh nein, der Sommer. Ich will diesen Sommer mal endlich mal so richtig so chillen. Ich will richtig chillen einfach. Ist IRL nicht Stream, ne? IRL ist in Real Life. Mann, aber ich check nicht. Bruder, ich könnte euch schwören, das sind Brasilianer. Und ich schwöre, jeder Brasilianer, ob er Fußball spielt oder nicht, kann hochhalten wie ein Gott, Digga. Bro, ich kann das nicht. Und egal wie lange ich übe, ich werde das nicht können. Die machen ja auch immer diese hier mit so, egal mit welchem Körperteil die den Ball anfassen, der fliegt immer krass. Bruder, wie machen die das? Das sind die Gene, ich schwöre. Das ist Startbonus als Brasilianer. Wichtiger Story, der es guckt. Ich glaube nicht daran. Ich finde das, was Wichtiger abzieht, scheiße. Er hat selber gesagt, on stream sogar, dass er gar kein krasser Sabrina Carpenter-Fan ist, sondern diese andere da. Wie heißt sie? Er macht das nur wegen dem Meme. Wie heißt diese andere da? Tate McRae. Der mag eigentlich Tate McRae richtig. Was ist los ihm geworden? Yo, Bro, hop in. Ah. Mann. Bruder, Schwein zu essen fuckt richtig ab. Da ist so viel Speck dran. Ich kau die ganze Zeit daran. If you're a young boy and you're in a situation where you're an F student, let me tell you something. You got a bright future, buddy. You see, an A student is the perfect employee. He works for me and he does his job perfectly. A B student, that's my manager. The C students, those are... Leute, bin ich ein F-Student? Bruder, warum macht er so viel TikTok in letzter Zeit? Ey Leute, ich kann nicht streamen, ich muss richtig viel lernen und dann macht er das. Digga, wie lange zieht er das aber durch? Er ist krass. Die Mücke um 3 Uhr morgens an meinem Ohr. Krasse Story, was ist das? Was ist das? Diese Minecraft-Welt gehört nicht dir? Du hättest mich auf den Community-Server lassen sollen? Weißt du, was da drin ist? Na los, rette dein Buddy-Pferd. Ich komme. Keine Sorge. Da bist du. Lass uns los. Los, raus hier. Hast du wirklich geglaubt, ich würde das einfach so hinnehmen? Mich nicht auf den Server lassen? Tja, jetzt gehört die Show mir. Digga, wie kann man denn so verkacken mit TNT anzünden, Bro? Buddy, dein Pferd, deine Welt. Alles geht. Bodypferd. Okay, das ist crazy. Ich lach in 3 Tagen.